Guten Morgen NSA, yeah. Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Habt das Handy am Ohr, ihr wisst wo ich steck. Guten Morgen NSA, ich bin ein Insider. Doch ihr seht mir alle zu, das bedeutet wohl, ich bin keiner. Ihr lest mein Tagebuch, sie wissen jetzt so einiges. Es ist interessant, besonders wenn es ein Geheimnis ist. Sie wissen, ob du pleite bist, sie wissen, ob du Scheine machst. Ohne Papier kommst du nicht raus. Reisepass, treff den Typ von Wikileaks und lege eine Beichte ab. Und dann werde ich verurteilt von dem Land, das ich verteidigt hab. Ich weiß, ihr überwacht mein Handy von da oben. Ich räche mich und treffe mich mit Manning oder Snowden. Mann, ihr hängt mir in den Ohren, riecht den Braten in der Küche. Es gibt etliche Methoden, um die Daten zu verschlüsseln. Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Habt das Handy am Ohr, ihr wisst wo ich steck. Alter, stell dir das vor, Placebo-Effekt. Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Habt das Handy am Ohr, ihr wisst Ist es wirklich schon so spät? La 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 la. Geht das Lied eigentlich noch weiter? Keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, fangen wir jetzt an zu singen am Anfang? Also letzte Woche war ja Beatbox-Einlage. Ja, dass wir wieder singen. Also... Nächstes Mal wieder Beatboxen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unser Gast letzte Woche hat das gefühlt. Weißt du? Ich weiß auch nicht, glaube ich mal mit. Moller hat ja noch das Kompliment Gott direkt nachher gegeben. Das kann im Fall sein. Mal. sein. Und nachher sind wir so dann eingestiegen. Ah. Voll. Ja. Aber wenn wir beim Thema «Es ist wieder so spät» ist, gerade wieder sind, dann begrüßen wir euch ganz herzlich wieder zum Pushcast, zum besten Podcast von der Schweiz. Zumindest in unseren Augen. Ja, André, wie geht's in der Stadt? Ja, du, eigentlich gut. Ich kann eigentlich dich das alles fragen. Jetzt, darum weiss ich jetzt gar nicht mehr, wie ich anfangen soll. Du hast- wie sagt man? Ich sage mal so, ich mache ab jetzt gerne wieder die Begrüßung am Anfang. Ich mache das nämlich sehr gerne. Schon, hä? Ja, voll. Fühlt sich jetzt auch für mich ein bisschen komisch an. Ja, fix. Nein, also mir geht's gut. Obwohl die Woche länger war, wie die letzten Wochen, die wir eigentlich hatten zwischen den Podcast-Folgen, weil wir ja letzte Woche am Dienstag aufgenommen haben, ist bei mir nicht wirklich etwas Spannendes passiert, muss ich sagen. Also es gibt natürlich ganz spannende Themen, die man besprechen kann, aber bei mir ist nichts passiert, wo erzählenswert wäre. Ja. Darum kann ich die Frage nur zurückgeben. Wie geht's dir, Nils? Oh. Und herzlich willkommen von meiner Seite, meine lieben Freunde. Mir geht es an und für sich gut. Auch bei mir ist diese Woche nicht viel oder nicht so Sachen, die ich da jetzt im Pushcast erzählen könnte, passiert. Montag hatte ich noch Schule. Präsentation von unserem Capstone-Projekt nennt sich das. Wir haben mal gefragt, wieso das Capstone heisst. Es tönt gut. Und es tönt einfach hure gut. Und anscheinend, also Capstone, das ist irgendwie Englisch für, wenn du einen Mauer Abgeschnittenen leist. Stein. Ja, also der Stein, der dann wie oben dran auf die Mauer raufkommt, das ist anscheinend so der Abschlussstein. Genau, ja, voll. Keine Ahnung. Und Ja. irgendwie das Abschlussprojekt nennt man jetzt Capstone. Ach so. Einfach weil die Lehrer auf englische Begriffe stehen. So. Und Montag war auch wieder der Tag, wo ich seit 3 oder 4 Wochen mich mal wieder auf Zürich begeben. Weil sonst die letzten paar Wochen ist immer von daheim aus, haben Kollegen und ich uns das Projekt so organisiert. Und jetzt, diese Woche mal wieder auf Zürich. Mal wieder die alten Friends von der Hochschule angetroffen. Und alle sind voll im Bachelor-Scheiß. Also alle sind am Schreiben und am Umfrage machen und am Verzweifeln und keine Ahnung was. Ui. Und ich sollte langsam mal in die Gang kommen. Ja. Also meinst du, du bist nicht so gestresst? Im Moment noch nicht, nein. Also Das hat eben auch nicht so tönt. ja, im Moment. Also man muss aber auch fairerweise, und das sage ich mir wahrscheinlich mehr als Ausrede, ich bin noch voll im Zeitplan. Ja, Ich bin noch voll drin. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist wirklich die Also Hauptsache. bis Ende Februar. Wir haben ja erst 1/3 vom Februar, heisst 2/3 vom Februar gibt es noch.
Ja. Gut, der Februar ist ein kurzer Monat. Ich weiss jetzt nicht, wie viel Prozent arbeiten die anderen? Ja, also die meisten sehr viel 60%. Obwohl wir nur einen Tag Schule haben. Also einen Tag noch Vorbereitung, Nachbereitung oder einfach hängen. Ja. Das, also, bei sehr Haufen ist einfach ein bisschen hängen angesagt. Kenne ich. Und es gibt schon ein paar, die 80% arbeiten. Und ich glaube, es gibt ein paar Vereinzelte, die sogar 100% arbeiten. Okay. Das Krass. sind dann üble Motherfuckers. Ja. Voll. Gut, ich glaube, mir weißt einfach auch, um auf das zurückzukommen mit dem Stress halt. Blöd gesagt, du kannst dir eher noch Zeit nehmen, wo sie sich eben vielleicht gar nicht mehr nehmen können. Wenn Absolut, 60% fix musst du dort sein, weil halt einfach einen Arbeitsvertrag hast, blöd gesagt, dann ja, so fühle ich das. Aber es ist noch lustig, ich habe es genau gleich gemacht. Ich habe auch einen Tag Schule, 2 Tage für die Schule frei in dem Sinn unter der Woche und dann 2 Tage noch arbeiten oder 3 Tage, je nachdem, wie es dann in der Woche war oder so. Und das ist schon ein bisschen der Fluch. Du fängst dann an hängen an diesen Tagen. Also du gehst ein fettes Wochenende, dann hast du irgendwie am Montag Schule und dann hast du ja Dienstag und Mittwoch wieder frei oder Dienstag halt. Und dann denkst du so, ja geil, jetzt kann ich doch noch mal hängen. Also, Noch ein bisschen ausschlafen und Ja. dann mal feppen und dann mal zum Mittag kochen. Ja, es ist schon ein bisschen ein Fluch. Wenn so eine gewisse Routine im Leben ist aber schon wichtig, ja. habe ich das Gefühl. Ja, und in dieser Zeit ist es halt oft auch so, du schaffst die Heime ja nicht. Und dann solltest du an diesem freien Tag die Heim arbeiten, blöd gesagt. Das ist dann halt auch noch mal ein Ding. Du bist dann nicht gewöhnt, die Heim aufzustehen am 7 Uhr und dann ans Pult zu hocken. So. Ja, Das ist sicher vielen auch ein bisschen das Ding. voll. Ja, Montag Schule, Montag Präsentation von dem eben besagten Capstone-Projekt. Und es war aber noch eine lustige Situation, weil unser Capstone-Projekt hat über Eigengrau gehandelt. Das Projekt, wo man dort so mit künstlicher Intelligenz und Weltherrschaft und so. Das ist für Weltherrschaft? nein. Da will ich mehr wissen. Haben wir für Eigengrau so konzipiert, dass das Projekt rundum und bei der Präsentation sind unsere 2 Dozenten. Am Anfang hast du quasi so die in der Runde hocken, hast quasi wie gesagt, sehr verehrte Geschäftsleitung oder liebe Investoren oder was auch immer, um so ein Setting inszenieren. Und bei uns sind jetzt Dozenten Geschäftsleitung gewesen. Und das ist dann halt in der Fragerunde am Schluss ist das halt noch recht lustig gewesen, weil alle von der Klasse wissen, dass eigentlich einer von der Geschäftsleitung geht vorne, das so am Präsentieren ist. Und dann weiss die Geschäftsleitung nichts über die Firma und das hat dann ganz lustige Situationen so jetzt gegeben. weiss ich, du meinst, ja, fix. So, aber die Geschäftsleitung fragt dann, ja, aber so personaltechnisch, wie kann man das denn Ressourcen umschieben und wer schafft überhaupt bei uns? Und Geschäftsleitung sagt ja mir. und ich bin dort halt auch ein bisschen ein Arschloch gewesen, weil ich dann der Geschäftsleitung quasi gesagt habe, ja, das wäre eigentlich Aufgabe der Geschäftsleitung, hier die richtigen Weichen zu stellen und bla 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 bla. Aber Hast du dann nicht ich glaub- indirekt dich selber mal, gefrontet? klar. Geil. Also, Aber ich stelle mir lustig vor, die Es sind Situation. nur lustige Aha. Situationen aufgekommen, ja. Hure geil. Aber ich glaube, am Ende, also wir sind dann alle noch eins weitergegangen und dann haben dann die Dozenten auch gesagt, hey Nils, ciao, mach's gut, wir bleiben in Kontakt und erzählst, wie es mit Eigengrau weitergeht und wenn ihr das Projekt wirklich umsetzt, dann gib mir noch mal Bescheid, ich habe noch ein paar Inputs und so. Das ist wirklich lässig. Ja. Ah, schön. Voll, ja. Das war am Montag so ein bisschen Thema bei mir. Was ich sonst... Aber es gibt ein paar Sachen, die ich nicht im Podcast erwähnen kann. Weil ich das gesagt habe, dass ich das nicht im Podcast erwähne. Grüße gehen raus. Was aber diese Woche auch noch
Thema, oder wo mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Easy Magazine, respektive Easy Projects. Ich weiss nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Die haben einen neuen Film rausgehauen. Ich glaube, es ist 80 Minuten oder 90 Minuten langer Film über Enkelkindbetrüger. Oder Enkelkind-Trickbetrüger. Enkeltrickbetrüger. Voll. Ja, habe ich gesehen. Also den Film nicht, aber die Trailer, sie haben Trailer und das Q&A auf YouTube hochgeladen. Ja, dann sind wir auf dem gleichen Wissensstand. Ich bin auch auf die Webseite draufgegangen und nachher habe ich mich dann eben gefragt, wieso kostet ein Film, also Easy gehört ja zu Ringier, das muss man ja wissen. Die sind von Ringier angestellt und so. Wer ist Ringier? Ringier ist das grosse Medienhaus, wo ich glaube Blick und weiss nicht was, ganz Haufen so... Privatmedien. Ja, Privatmedien, genau. So. Also die gehören zu einem riesigen Medienhaus. Und die sorgen für die gute Meinung über unsere Presse. Genau. Und dort habe ich mich dann einfach die Frage gestellt, so ein riesiges Medienhaus im Background und dann so einen Film, aber ich glaube es 3,90 Franken oder so. Also das ist jetzt keine Welt, wo das kostet. Aber trotzdem, ich weiss nicht genau, ob das vom Cedric Schild und vom Aurelio und so ein eigenes Projekt war, wo sie so jetzt wieder finanzieren wollen. Ob das wie so etwas Privates war oder ja. Also ich kann auch nur Vermutungen anstellen, aber prinzipiell ist der Preis vom Film ist Sache vom Produzent. Der Regisseur oder ich weiß jetzt eben nicht, was haben sie für Rollen eingenommen, aber grundsätzlich ist es eine sehr wichtige Entwicklung, dass so Zeugs anfängt Geld zu kosten, weil es ja eben nicht gratis produziert wird. Das heißt, es ist gar nicht matchentscheidend, ob es ein Geldgeber hinten dran ist, weil du brauchst so oder so einen Geldgeber, weil es sich ja nicht kann finanzieren. Aber wenn es so einen Film schafft, dass der durch etwas, was er selber kostet, wieder etwas einspielt, dann kann man sagen, hey, auch wir können einen Film produzieren. Solange es aber nur so ist, dass du den grossen Geldgeber brauchst, ist das nicht möglich. Entwickelt sich der Markt in die andere Richtung. Darum würde ich eher sagen, das ist vom grossen Geldgeber, dass er das macht, wahrscheinlich eine sehr geile Aktion, weil es halt wahrscheinlich, und das ist ein bisschen das Ding, wenn du einen Film produzierst, am Anfang hast du ein Budget, du hast eine Aufstellung über alles. Die werden auch, Easy wird wahrscheinlich nicht mit ihrem Privatgeld oder irgendetwas da drin sein, sondern man wird wahrscheinlich sogar auch, und das ist ja das Ding, du gehst dann Sponsoren suchen, weil wenn du einen Schweizer Film produzierst, darfst du nicht mehr wie, glaube 49% vom Geld, das du benutzt in dem Film, darf nicht mehr von einem sein, alleine. Und durch das musst du dann suchst du Geld von den Kantonen oder sonst etwas und die investieren blöd gesagt das Geld in dich rein. Und du als Regisseur hast in den meisten Schweizer Filmen einfach ein Fixgehalt. Du bekommst das über, egal was der Film umsetzt. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass bei Easy Magazine, dass die sagen, hey, wir unterstützen euch mit Geld. Vielleicht ist es eben auch kein Film, der ins Kino kommt, sondern eben nur ein Online-Film. Dann muss die Finanzierung auch nicht mehr so gemacht sein, weil sie ja dann nicht staatlich ist. Also kann es auch ein Geldgeber sein. Kann aber dann auch sein, dass sie sagen, hey, von dem, was der Film einspielt, geht so viel Prozent an Easy, so viel Prozent geht an den Produzent und je nachdem an die andere von der Produktion, an die andere Firma. Weil es wird irgendeine Firma sein, die das produziert. Ausser Easy ist die Firma. Das kann natürlich auch sein, weil ich weiss jetzt nicht, anhand des Trailer kannst du jetzt nicht sagen, die haben da irgendwelche Kinokameras oder so etwas gebraucht. Also es ist möglich, dass sie das selber getragen haben, die Produktion. Und dann könnte es halt auch spannend sein, dass ein gewisser Teil von dem Profit in dem Sinn einfach die Produktionskosten wieder versucht einzuspielen. Und sie einfach gesagt haben, hey, wir können, wenn wir einen Grand ganz gratis auf YouTube anbieten, können wir ihn sicher nicht finanzieren. Und dass darum dann diesen Weg gehen, irgendwie so, würde ich sagen. Aber richtig Geld verdienen wird an diesem Projekt niemand unbedingt. Also
bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass sie irgendeinen mega Partner oder so haben, weil dort kommt ja dann das Geld meistens rein. Wenn dann zuerst machst du das ganze Konzept und alles und mit dem gehst du dann ja zu den Leuten, pitchst das. Das war der Moment, wo dann unsere Lehrer die Firmenchefs waren und wir mussten pitchen. Ja, ich konnte mitfühlen. Und dann wird eigentlich das so entschieden, gibt es Schleichwerbung, gibt es keine Werbung im Film, wie wird es produziert und all das Zeugs. Und dann versucht man am Schluss eigentlich bei Filmen in der Schweiz, gerade wenn du nicht so ein Sponsoring hast, irgendwann wieder auf eine Nullrechnung zu kommen. Weil am Ende leist du eigentlich drauf. Wenn es nicht du machst, am Schluss der Staat. Wenn es wirklich ein Kinofilm ist. Aber ich glaube, das wird kein Kinofilm sein. So. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das aber kein Sponsor, kein irgendetwas. So wie es im Q&A ist das, glaube ich, haben sie ja, ist nicht einmal in Rücksprache mit der Polizei zum Beispiel hat das stattgefunden, sondern sie haben einfach mal angefangen, mal schauen und dann hat sich die Zusammenarbeit quasi mit der Polizei herauskristallisiert. Oder sie haben dann mal gefragt, hey, wie funktioniert das bei euch? Wie kommen ihr auf diese Leute? Ja. Irgendwie so scheint das funktioniert zu haben. Aber sonst easy, so wie ich bin mal bei denen im Büro sogar gsi. Ich habe das mal im Rahmen von einer so einer Marketingveranstaltung sind wir easy mal besuchen und eben den Aurelio und den Sedi und so. Und ich dort auch ein bisschen die Pfötchen schütteln und so. Das sind ganz geile Dudes, wirklich. Und es ist irgendwo ist es eben so eine Mischung zwischen, sie machen geilen Shit, wo sie auch aber der Herr Ebersold mit den Hörgeräten und so, dort gibt es ja nicht effektiv irgendetwas, das beworben wird oder so Schleichwerbung, sondern es ist einfach Publicity, blöd gesagt. Also nein, die YouTube-Werbung, wo sie Geld mit verdienen. Ich weiss nicht, ob es monetarisiert ist. Das weiss ich nicht. Also, ich weiss es auch nicht. Ich habe keinen Einblick auf ihren Kanal, aber ich gehe sehr schwer davon aus, weil wenn sie nicht auf YouTube nicht monetarisiert werden, würde Samsung keine Werbung machen mit ihnen. Also auf YouTube ist also ich sage mal so, auf YouTube kann gerne etwas monetarisiert sein, wo aber ganz viele Firmen keine Werbung mit dem machen. Und trotzdem ist es auf YouTube monetarisiert. Also blöd gesagt, dass es auf YouTube demonetarisiert wird, sie aber so grosse Firmen wie Samsung Land ziehen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also es wird nicht viel Geld sein, das sie dort einnehmen, aber es wird sicher ein Teil sein. Also sonst machst du keine... Also YouTube ist einfach die Plattform, die so funktioniert, oder? Absolut, ja. Und quasi so eine Mischung zwischen den Eigenproduktionen, ob das mit YouTube-Werbung so Geld einspielt, sei mal dahingestellt, vermutlich ja. Aber dann vor allem Cash-Cow sind dann so bezahlte Werbepartnerschaften mit Samsung, mit sonst irgendwelchen grösseren Firmen. Ich glaube, Zebrabox ist auch mal so mit Hellseher oder Geisterbeschwörer ist das, glaube ich. Ich glaube, was eben da ein bisschen der Knackpunkt ist, im Video- oder Filmgeschäft ist es nicht wie in allen anderen Geschäften, dass du mit dem, was du machst, Geld verdienst, sondern mit dem, was du machst, kannst du nachher Werbung oder etwas dingseln, wo dir das reinspielt. Aber den Lohn bekommst du dann nur für die Werbung und eigentlich nicht für das, was du gemacht hast. Das, was du machst, bringt dich erst in die Position, Werbung zu verkaufen. Aber allein vom Produzieren von Filmen, egal ob es YouTube-Videos oder das, was sind, lebt keiner. Auch kein Mr. Beast, auch kein irgendetwas. Auch dort sind Partnerschaften sind das, was wirklich dich finanziert. Und das hat eigentlich mit deiner Kunst nichts zu tun. Das ist im Film so und das ist aber in vielen anderen Geschäften nicht so. Also ob es Gärtner ist oder keine Ahnung was, dort lebst du von deiner Leistung, blöd gesagt, und nicht unbedingt von etwas nebendran, dass du auf deinen Garten noch ein Schild stellst. So ein bisschen das. Und das macht es natürlich dann ein bisschen schwierig zu verstehen, wie das Geld zusammenkommt. Und es werden ganz viele Quellen sein. YouTube wird ganz eine kleine Quelle sein, aber es wird eine Möglichkeit sein, auch mit dem Geld zu verdienen. Und ich glaube, am Ende, so wie du jetzt erzählt hast, entweder ist die andere Firma, wo Blick und alles ist, involviert in das Projekt,
oder gar nicht. Und wenn sie involviert sind, dann würde das, was er im Q&A gesagt hat, ich habe das Q&A nur zu einem gewissen Teil geschaut, nachher hat es mich nicht interessiert, weil ich will ja den Film schauen, glaube ich, dass das dann unabhängig produziert worden ist und gar nicht auf dem Niveau von einem Film oder irgendetwas. Sondern wirklich einfach, sie brauchen das nächste Grössere, was sie machen können, um eben wieder Werbepartner können generieren für zukünftige Projekte. Also, darum musst du Geld zahlen für diesen Film. Weil sie wahrscheinlich selber sehr in die Miese gehen mit dem und darum noch irgendwo etwas mehr muss reinkommen, sonst würden sie es einfach auf YouTube tun. Und ich weiss nicht, ob du da ein bisschen drin bist, aber auch zum Beispiel der Felix Lobrecht mit seinem neuen Comedy-Programm hat einen Film gemacht, der nicht mehr Netflix kommt, nie mehr, sondern er hat eine eigene Webseite gemacht, wo man den kaufen kann. Ja. Das gleiche Sonne und Beton, sein Film, kann man auch kaufen online. Das sind die Ansätze, die langsam immer mehr reingehen, dass sich die Kunstprojekte nur so überhaupt tragen können. Weil sobald du bei etwas Grossem drin bist, Netflix, YouTube, irgendwas, ist der Hauptverdiener die Plattform und nicht du. Und ich glaube, das ist easy, ein bisschen dran. Die versuchen irgendwo ein Standbein aufzudingseln, weil wenn der Film funktioniert und sie genug Mal den Film verkaufen, können sie mit Sicherheit auch zu einer, bei der Schweizer Förderung und so gehen und sagen, schaut, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir produzieren nochmal so einen Film, er wird grösser, er wird besser und wir bringen selber schon einen grossen Anteil mit an den Tisch. Ich denke, das wird ein bisschen der Ansatz sein bei so einem Pionierding. Da geht es noch gar nicht um Geld verdienen oder sich wirklich zu denken, ich verkaufe jetzt da das. Oder so ein bisschen fernab vom Geld verdienen, mehr vom Produkt selber, wo dir dann die Türen in eine nächste Ebene öffnen. So wirkt es ein bisschen auf mich. Aber das sind alles auch Mutmaßungen am Schluss, weil vielleicht hat er ja auch schon 10 Jahre Bock auf diesen Film. Oder er hat gemerkt, das ist das Einzige, was bei ihnen auf easy amix gelaufen ist, wenn sie Investigativjournalismus betrieben haben. Ja. Ja. Also und mit dem Investigativzeugs, ich habe die Videos auf YouTube amix extrem gefühlt. Ich glaube, es auch so Vermieter, wo oder Goldhändler. Oder Goldhändler, so. Ja, was zensiert und Stimmen verfälscht und so. Und dann hast du wirklich so den Underhood oder Underground-Feeling. Du bist jetzt voll mit dabei, versteckte Kamera. Und es ist jetzt auch beim Enkeltrickbetrüger-Zeugs ist ja auch wieder krass, weil du weißt, dass es gibt und dass das ein Thema ist in der Schweiz. Aber jetzt einmal siehst du wirklich so Täter, blöd gesagt. Jemand, der dann nachher bei denen ins Stegenhaus reinläuft oder die Türen läutet, den Rucksack kommt abholen und so. Das sind richtige Menschen. Das ist nicht einfach erfunden und irgendwo... Genau das ist der Reiz am Investigativjournalismus. Ja. Das ist ja auch ein bisschen das Ding. Und ich denke auch, das wird ein bisschen ein Punkt sein. So etwas wirst du nicht staatlich finanzieren in der Schweiz. Weil es stiftet am Ende des Tages nur Unruhe. Es bringt der Schweizer Kultur in dem Moment wahrscheinlich nicht viel. Erst wenn man in 10 Jahren einen Film über die Situation macht, dann bringt es der Schweizer Kultur wieder etwas. Das ist ein bisschen fern. Also, das ist auch nur eine Vermutung, aber ich denke, dass es noch schwierig ist, für so ein Projekt Finanzierungen zu bekommen, gerade in der Schweiz. Weil, und das ist ja das Ding, in anderen Ländern machen sie das seit immer. Also, ich weiss nicht, gerade zum Beispiel National Geographic ist ja mit ihren Banden, das heisst irgendwie, die hat einen geilen Namen der Serie. Da gehen sie auf der ganzen Welt mit Dealer, Piraten und alles Zeugs, gehen Investigativjournalisten, gehen mit denen mit, begleiten die und eben zeigen richtige Kriminelle, ein richtiges Ding. Mittlerweile gibt es die Serie gar nicht mehr, aber es gibt mega viele Folgen von denen auf YouTube und die sind so gut, sind zwar 20 Jahre alt oder so, aber das ist genau das. Und das ist halt wenn du das produzierst, mit unglaublich vielen Risiken verbunden. Weil wenn du dort etwas falsch machst, dann bist du schnell mal am Arsch. Weil du darfst über die Leute berichten, du darfst über die Situation berichten, aber selbst wenn jetzt jemand schuldig ist und du den zeigst oder nicht richtig verschleierst,
kann das sein, dass du eine heftige Rufschädigung betreibst und jemandem viel mehr schadest, wenn er es eigentlich verdient hat. Und dann hast du ein riesiges Problem. Darum tun halt auch viele kleine Newcomer, blöd gesagt, eher die Finger lassen von so Zeug. Weil es halt einfach, wenn du einmal einen dummen Fehler machst, kannst du die Huren hops nehmen. Ja, mit so Gangs irgendwo in Mexiko Drogen schmuggeln oder so. Ich glaube, wenn du dort einen Fehler machst, dann rollen die Köpfe deiner ganzen Familie. Ja, also es ist vor allem, es gibt auch ganz viele Storys, gerade so Mexiko oder so, wo ja ganz viel auch die Regierung, blöd gesagt, bestechbar ist, also korrupt, viel Korruption hast. Dort hat es oft auch schon gegeben, die sind mit dieser Gang unterwegs, kommt die Polizei, verschießt alle. Ja. Du bist ein Reporter gewesen, und fragt dich keiner, wieso bist du da? Dann wirst du einfach mit verschossen. Das Gleiche, wenn eine gegnerische Bande kommt oder irgendetwas. Das ist das noch abgesehen davon. Also ist es eine unglaublich riskante Geschichte. Ist jetzt in der Schweiz vielleicht nicht ganz so realistisch, aber du tust auf gut Deutsch gesagt einem das Leben versauen mit dieser Aktion. Und klar hat er es irgendwo verdient, weil er etwas macht, was nicht richtig ist. Aber auch du musst aufpassen, weil irgendwo darfst auch du. Also es ist einfach eine schwierige Sache. Aber es wäre mega cool, wenn sie solche Sachen können, so gut und so cool der Schweiz präsentieren, dass es sich refinanziert, vielleicht sogar selber finanzieren lässt und das weiter kann gehen. Weil es ist etwas, was in der Schweizer Online-Welt oder Journalismus noch fehlt. Das gibt es nicht. In Deutschland hast du ein paar mittlerweile, die sogar auch vom Funk finanziert werden, die dann aber auch schon wieder abgerutscht sind, so in die Richtung. Dass es schwierig ist, die jetzt als Investigativjournalisten zu bezeichnen. Ja, und die gleiche Gefahr läuft halt auch Easy Magazine. Entweder lassen sie sich, wenn sie einen Erfolg haben, finanzieren und verlieren das, sind dann auch nur einfach irgendein staatliches Medium, oder sie bleiben selber, müssen aber wahrscheinlich irgendwann aufhören mit dem Zeug, wenn es kein Geld mehr gibt. Also es ist ein mega... Ja, es ist ein bisschen Clinch irgendwie, ja. Oder Pott-Situation, sagt man, glaube ich. Ja, Pott-Situation schon, ja. Voll. Und es ist auch für einen privat komisch, weil du musst denken, stell dir vor, jeder, der sich selber Journalist nennt, kann so einen Impact auf dein Leben haben, ohne dass er dafür bestraft wird. Das wäre falsch. Das wäre auch nicht richtig. Und genau darum schaue ich da mit einem lachenden und einem brüllenden Auge, blöd gesagt. Weil es ist cool, aber es ist auch schwierig. So. Ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend, es ist Unterhaltung. Auf wirklich Weltni oder also in meinen Augen. Oder für Schweizer Verhältnisse oberste Klasse. Also, ja, nein, es ist einfach eine andere Kategorie, die es noch nicht gibt. Es ist nicht vergleichbar mit einem Film oder anderen Kategorien oder schon gar nicht mit Investigativjournalismus von anderen Ländern zu vergleichen. Für das ist es die Kinderschuhe. Aber es ist auch okay, weil es die ersten sind und für das ist es auch krass. So. Aber es ist etwas Neues. Es ist wegen dem nicht gut. Das ist mehr, glaube ich, der Ansatz. Es ist neu und darum ist es geil. So, das fühle ich genau, was du meinst. So. Es ist aber auf der anderen Seite trotzdem etwas, wo man seit x Jahren in allen Ländern aussenrum auch macht und eigentlich auch bei uns schon Leute gibt, die das gemacht haben, probiert haben. Es hat auch schon Reporter gegeben, die in anderen Ländern von der Schweiz das gemacht haben. Es hat auch schon solche gegeben, die nicht mehr zurückgekommen sind. Das ist einfach in der YouTube-Bubble, in der Social-Media-Bubble, in unserer Generation der erste in unserer Sprache. So. Aber ob ich das darum Weltklasse für nenne, weiss ich wirklich nicht. Also, ja, weil Weltklasse finde ich einfach ein bisschen sehr, sehr hoch für das. Fix. Pionier definitiv. Und Pionier und ich grössere Eier wie die meisten. Also weißt du, definitiv. Ja, fix. Und ich finde das Thema mit diesen Enkeltrickbetrügern halt auch extrem gut gewählt. Ja. Weil es ist so ein bisschen ein Tabuthema und ich kenne jetzt jemanden, wo das, ich weiss nicht in welchem Ausmaß, aber das ist
Minimum zu einem Ansatz, also so Goldhändlermäßig, ist dort mal etwas passiert, wo das Grossmami so einen Zettel im Briefkasten und dann, also wenn ihr Gold daheim habt, never ever so einen scheiß Fötzel im Briefkasten, geht zu einem zertifizierten Goldhändler, wo ich einen anständigen Preis das Gold dann abkauft, aber sicher nicht so zu einem geschleckten, komischen Goldhändler Fritz, wo irgendwie ja und dann bei dieser Familie, aber ich kenne jetzt nicht alle Details, aber ich glaube ein paar Ringe oder ein paar Ketten sind verkauft worden und dann hat es dann geheißen, ja, haben sie noch mehr gute Frau und dann hat es, also das ist halt ein bisschen ein Fluch an 2 Generationen retour, die sind einfach so ehrlich und so liebe Menschen und die können ja nicht lügen. Und sie hat dann halt gesagt, ja, die Heime habe ich noch viel mehr und das nächste Mal nehme ich alles mit und ja, meine Enkelkinder können das ja, die haben ja eh keine Freude an dem und das ist nicht mehr Mode und so. Ich weiss nicht, wie es dort ausgegangen ist, ob es dort ein Happy End oder was auch immer gegeben hat. Aber es ist wirklich ein Thema. Und Es ist ein sehr gutes Thema. ich finde das eben extrem bewundernswert, dass es, egal ob Easy oder sonst auch das SRF, wer auch immer, was für ein Format auch immer, einfach so das Thema aufgreift und probiert, das aufzuarbeiten, das Bewusstsein für so etwas zu schaffen. Ja, es ist schon so. Es ist natürlich, ich glaube, das ist auch die gute Seite an dem Ganzen. Was wir halt wirklich nicht vergessen dürfen, Investigativjournalismus schürt Hass gegen die Regierung, schürt Hass gegen Mitmenschen. Das ist halt ein bisschen das Problem an dieser ganzen Geschichte. Darum, ich glaube auch, wenn jetzt wirklich dein Ziel ist, die Welt zu verbessern und du möchtest das mit Investigativjournalismus machen, dann ist die Schweiz das falsche Land. Ja. Das kommt eben Stimme dazu. das 1000%. Das ist ein bisschen das. Du gehst jetzt eigentlich an, du bist in einem Land, wo mega viel, mega gut läuft, gehst an und suchst dir die Sachen, die schlecht laufen, raus und machst die ganz gross. Aufklärung, yes. Solange es Aufklärung ist. Aber eben, ist dann so ein Format der richtige Ort, um die Aufklärung zu betreiben? Oder wäre es dann nicht ein anderer Ort, wo man das... Also ich sage jetzt, es ist wirklich auch mit diesen Maschen, mit diesen Handymaschen, all die Trickbetrüger, die halt über die neue, moderne, digitale Welt dazugekommen sind, über die müssten wir allgemein aufklären. Nicht nur die Alten, sondern eben auch die Jungen. Nur, dass wir da jetzt eigentlich die Situation haben, wir sind auf einem Medium für Junge, es haben einen Produzent, der für Junge produziert. Es ist alles auf nicht die Zielgruppe abgeklärt, die man eigentlich aufklären müsste. Darum ist der mit der Aufklärung eben ein bisschen schwierig. Es ist eine mega geile Unterhaltung. Es kann aber auch ins Negative umschwingen, weil es halt irgendwo auch Hass schürt, wo nicht unbedingt müsste einen rum sein. Also ja, eben, es hat wirklich 2 Seiten der Medaille, die ganze Geschichte. Ja, und die andere Seite, der Investigativ-Dings oder der irgendeine Reportage jetzt beispielsweise, du könntest so einen Enkeltrick-Betrüger porträtieren und sagen, der ist in diesem Dorf aufgewachsen, die Wirtschaft ist am Boden, der einzige Weg war der Weg in die Kriminalität gewesen. Der arme Mann hat keinen anderen Weg gehabt. Und dann so ein bisschen Tränendrüse-mässig. Und du wirst auch wieder das Gefühl haben, Alter, der hat es ja hure schwer und krass, dass der trotzdem etwas macht, weil er hat ja gar nichts gehabt. Und es kommt schon ein bisschen aufs Framing drauf an. Genau. Also, ja, das ist eigentlich genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Du tust eigentlich alles für dich gut framen, möchtest das Richtige aussagen, musst aber damit leben, dass ganz viele Leute das Falsche in dieser Geschichte sehen. Das ist ein bisschen das, ja, was so ein bisschen die Kehrseite ausmacht. Ja. Ich bin mega gespannt auf den Film. Also ich schaue mir den mega gerne an, ich kaufe den auch gerne. Ich freue mich auf das. Ich finde es vor allem cool, dass man so etwas anfängt. Dass ein Film wieder etwas kosten darf. Ja, gerade wenn man sagt, hey, es ist unser Land, unser Zeug, zahlen wir für diesen Film. Wir haben so viel Geld. Die 3,50 kann jeder zahlen.
Und die es nicht können zahlen, müssen den Film nicht schauen. Also die haben wahrscheinlich anderes Zeugs zu tun, wie den Film zu schauen, oder? Darum, ja, es ist geil. Und das ist auch nochmal, es kommt mega darauf an, wie er gemacht ist. Es kommt auch mega darauf an. Ich weiss, dass der Aurelio den geil geschnitten Ja, hat. safe hat er den gut geschnitten. Aber wenn er King ist, dann hat er den nicht alleine geschnitten. Weißt? Ein Film schneiden ist schon einmal etwas anderes, als Videos schneiden. Einen roten Faden über 80 Minuten behalten, ist schwierig. Das ist mega schwierig. Also, Das haben wir in unseren oder in deinen 20 Minuten schon gesehen. Ja, also es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Und das ist so ein gutes Thema. Du kannst, wenn du es mega krass machst, mega profitieren. Aber die Fallhöhe ist natürlich recht hoch. Einfach weil wenn du dann etwas falsch darstellst oder man das Gefühl könnte haben, in dieser Passage stehst du eigentlich zu der Meinung von dem Betrüger. Es sind auch Kleinigkeiten, die am Schluss eigentlich können. Es ist mega cool. Ich finde es cool, dass sie das machen, sich das getrauen. Und ich bin gespannt und ich hoffe Gott, dass sie das geil, dass sie das so produziert haben, dass es nicht zerfleischt werden kann. Und dass man ihnen nicht unterstellen kann, ihr habt das Falsche gemacht. Das hoffe ich. Ja. Und dann ist es eine ganz geile Geschichte. Dann können sie hoffentlich noch ganz viel von diesen Filmen machen. Auch über vielleicht Themen, die vielleicht ein bisschen internationaler auch angesiedelt sind. Die aber in der Schweiz ihren Fuß haben. Weil ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Punkt. Weißt, so. Ich glaube, also, das ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass die Schweiz wahrscheinlich da in grössere Geschichten auch noch ein bisschen involviert ist. Dass der Kohle fließt und keine Ahnung was. Letztes Jahr habe ich den Satz gehört, wir sind die Geldwäschmaschine der Welt. Ja, wir sind Silly Bang und ja, der Schmutz ist total weg. Und ja. Oh Mann. Von der ganzen Welt, ja. Das hat schon auch etwas. Aber, und das ist eben auch ein das Ding, das habe ich mir auch gedacht, sie haben sich mit diesen Enkeltrickbetrügern natürlich super auch eine illegale Gruppe ausgesucht, die sich nicht wehren kann, weil sie kein Kollektiv ist. Also, wenn du irgendeinen Bösewicht holst, dann holst du den lämsten Bösewicht. Und das ist schon etwa einer der lämsten. Also, du wenn du jetzt deine dicke Eier richtig auspacken hättest du die FIFA auseinandernehmen zum Beispiel. Ja. Oder Nestlé oder Roche oder ganz viele andere Sachen, die in der Schweiz ihren Fuß haben. Ist aber eine andere Liga. Ist ganz eine andere Liga. Ja. Dort reden wir dann auch schon viel mehr über Aufklärung, weder bei dem anderen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man es so anschaut, ist es auch noch mal was anderes. Also, eben, das ist wegen dem gar nicht schlecht. Ich hätte die Eier definitiv nicht. Zumindest nicht jetzt. Aber, und das ist vielleicht auch von der Flughöhe. Du fährst ein Spiel auf Level 1 an, bevor du ins Level 2 gehst. Und vielleicht jetzt genau so ein Antasten. Was ist das Feedback? Wie werden wir von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern aufgenommen und so? Und vielleicht ist dann ein Endboss, ein Erster, dann ein FIFA oder ein Nestlé oder weiss nicht wer. Ja. Und ich glaube, Geschichten gibt es wirklich genug zum Erzählen. Definitiv. Und Sachen, wo man eben ein bisschen unter den Teppich kehrt. Gerne ein bisschen die Augen zumacht und nein, das ist ja eigentlich gar kein Problem bei uns. Ja. Uns geht es ja FIFA allen ist ja so friedlich, gut. die sind ja neben dem Zoo, die machen ja niemandem etwas. Ja. Ich habe das auch schon gesehen dort, das sind alles liebe Leute. Ja, so ein bisschen der Ansatz. Oder also, so, aber ich kann jetzt auch keine Quellen angeben, aber ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass gerade von Italien so Strohmänner in der Schweiz hocken, um eben Geldwäschmaschinen so zu betreiben. Und ganz viele Mafia-Geld wird halt in die Schweiz verschoben. Mit dem Kohle kauft man sich in der Schweiz eine Immobilie, tut die normal vermieten, schön irgendwie an einer Familie vermieten, keine Ahnung was. Und der Kohle, wo in Italien quasi kriminell illegal erzeugt worden ist, findet bei uns in der Schweiz einen Parkplatz. Aber wenn man dann das investigativ aufarbeiten will, dann kannst du dir einfach mit den falschen Leuten verscherzen. Ja. Aber dann schaffst du auch wirklich einen Mehrwert, wenn du etwas herausfindest. Ja. Also es ist eigentlich es ist wirklich so ein... Umso höher du ansetzt, umso höher kannst du fliegen, aber auch umso höher kannst du gehen. Und ich meine, das sind ja auch... All das Zeugs, das sind alles auch so
so Theorien, wo ich mir auch vorstellen kann, dass so etwas passiert. Es gibt überall illegale Leute und es wird ja auch nicht nur in der Schweiz Geld gewaschen. Es werden ja in ganz, ganz vielen Ländern. Ja, klar. Also es ist ja irgendwo logisch. Es gibt ja Länder, mit denen hat man es mega gut als Land. Und dann gibt es andere Länder, zu denen hat man kein Abkommen. Und jeder kennt von uns den Flüchtling von Amerika, der irgendwie in die Schweiz flüchtet. Wie hat der Whistleblower da geheißen? Edward Snowden. Der Snowden. Wo ist er geflüchtet? Er ist, ich glaube, nicht in die Schweiz. Also ich glaube, eine Zeit lang war er irgendwo in Südamerika, aber jetzt habe ich gemeint, er ist in Russland. Oder sogar oder so Südkorea jetzt. oder Ja, Nordkorea genau. oder irgendwo. Es ist einfach mehr allgemein bekannt, dass du, wenn du Länder gegeneinander ausspielst, wenn du es über die Grenzen schaffst, dann können viele Länder nicht mehr machen. Weil, wie wenn sie nachweisen, dass du irgendwo dort in Spanien oder egal wo du auch herkommst, oder selbst wir, die aus der Schweiz irgendwo hingehen, wie wenn die in Mallorca wissen, von wo dass ich meine 3 Flaschen Dom Perignon zahle. Das Problem haben wir global, oder? Aber in der Schweiz ist es halt wirklich lukrativ. Das macht es spannend. Weil eine Immobilie in der Schweiz bringt dir einfach Geld auf Safe die nächsten, keine Ahnung, 1000 Jahre. 1000 Jahre, wenn nicht die ganze Welt putzt. Weil wenn es die Schweiz putzt, dann muss es sehr viel Aussenrum auch schon geputzt haben. So nach dem Motto. Und ich glaube, das wissen nicht nur wir oder vermuten nicht wir, sondern vor allem die Leute, die viel Geld haben. Ja. Und das irgendwann einmal in der Geschichte in der Schule haben wir das eben mal durchgenommen. Und unser Geschichtslehrer hat dann einfach so blöd in die Runde gefragt, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, die Schweiz, wo ist sie geografisch in Europa? Irgendwo mitten drin. Kein Anstoß ans Meer, keine Handelsroute, hure viele Berge. Wir haben keinen Rohstoff, kein Gold, kein Öl, keine Kohle, kein Kupfer, kein gar nichts. Höchstens Wasser vielleicht. Und sonst eigentlich rein von diesen Faktoren, die Schweiz wäre ein richtig schlechtes Land, um irgendwie so einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Rein aus historischer Sicht. Also es ist hure krass eigentlich, dass die Schweiz mit ganz schlechten Produktionsfaktoren, das ist jetzt wieder so ein Wirtschaftsbegriff, es eigentlich so weit geschafft hat. Ja, also es ist ja wir haben nur schlechte Voraussetzungen für eigene Rohstoffe. Wir haben keine schlechte, wir haben dafür sehr, sehr gute Voraussetzungen für Handel. Wir haben wenige Kriege erlebt, wir haben eine funktionierende Infrastruktur aufgrund der wenigen Kriege. Wir haben lange Zeit haben viele Leute Geld da angebracht, darum ist die Infrastruktur auch gut geblieben und so. Und wir haben einfach auch schnell begriffen, dass wir nicht über Rohstoff Geld verdienen können. Also haben wir andere Wege gesucht und in diesen Weg sind wir sehr gut und vor allem sehr tief verwurzelt. Also zum Beispiel auch, das ist ja im Tessin, ist, glaube ich, 2 von 3 Goldraffinerien sind im Tessin. Irgendwo, glaube ich, Neuchâtel, irgendwo in der Westschweiz gibt es noch eine dritte. Und über diese 3 Goldraffinerien läuft irgendwie 70% vom kompletten Gold auf der ganzen Welt. Ja. Läuft über diese 3 Raffinerien in der Schweiz. Ja. Und Also das wir haben kein unglaublich, Gold. obwohl Wir haben kein Gold, aber alles andere Gold kommt dann Ja, zu uns und wir tun es raffinerieren. Und dann geht es wieder auf Russland, Nordkorea, Amerika. Und das ist ja auch so, wir sind nicht käuflich, doch für Geld machen wir alles. Wir ergreifen keine Partei, wir sind neutral, wir machen mit allen Geschäfte. Ja. Und so, das ist jetzt mein Erklärungsansatz, ist die Schweiz auch irgendwo so wohlhabend geworden. Weil wir einfach mit allen Geschäfte machen. Ja. Ja. Aber ich bin kein Wirtschaftshistoriker, keine Ahnung was. Ich glaube, das ist so ein riesiges Thema. Ja, wenn man sowieso. über das Thema nicht reden darf, wenn man nicht rauskommt, dann könnte einfach niemand über das reden und das wäre ja auch schade. Also von dem her finde ich es schon spannend, dass so Themen zu behandeln, weil ja, irgendwo ist ja auch das, was wir jetzt besprochen haben, das Gespräch, das findest du an hunderten Stammtisch genau so.
Und die haben alle auch keine Ahnung. Also, weißt, Und aber vielleicht das haben ist die so noch eine ein bisschen- stärkere Meinung als Ja, wir. wahrscheinlich schon. Mal, das ist so und schon immer gewesen Damals, und das wird wo immer ich- so bleiben. Ja, genau das. Das ist so ein bisschen. Und ich glaube, für das steht der Podcast auch, weißt du? So die normalen Gespräche ohne eine grosse Ahnung, die aber trotzdem ja irgendwo wichtig sind, weil die Meinung, die wir haben, nicht, dass wir jetzt irgendwie das Volk repräsentieren, aber ein Teil von den Leuten Ja, hat schon ein ähnliches Gespräch geführt und tut sich das ähnlich ergründen, sage ich jetzt mal. und als Kontrast zu dieser Unwissenheit tun wir alle 30, 40 Folgen wie einen Gast einladen. genau. Das Niveau Um das ein wieder bisschen ein bisschen, zum ein bisschen ausgradigen, begradigen. Aber es sind wirklich spannende Sachen. Ja, mega. Und wir sind jetzt vom Thema eben easy Projects, Investigativsachen und da gibt es massig Stoff. Also wenn vielleicht an Milo von Easy Projects, wenn du ein paar Ideen brauchst, dann meldest dich beim André oder bei mir. Ja, fix. Voll. Ich habe mir gerade überlegt, ob der Milo überhaupt noch zulässt nach den letzten 20 Minuten, wo ich die Easy-Idee so relativiert habe. Aber das werden sie sich eben auch überlegt haben. Das werden sie sich schon vor einem Jahr überlegt Ja, haben. ja. Also ich glaube, das ganze Projekt mit dem Enkeltrickbetrüger läuft das seit läuft. 12 Monaten. Ja, das läuft Also sicher schon lange. sie sind wirklich hure lang dran gewesen. Ja. Und also es ist schwer anzunehmen, auch während dem Projekt. Die werden sich immer selber hinterfragt haben, das hat jetzt 3 Monate nicht funktioniert, wir müssen es irgendwie anders probieren wir es mal mit dem Ansatz. Also ich glaube, mit dem Scheiß, den wir gerade diskutiert Das sind alles ein Haben- bisschen wunde Punkte. So. ja, und aber sie werden sich das auch das Bierstoss ein bisschen auf. Sorry. Das ist ganz geil. Ja. So die Kombination vom Thema und dem aufstoßenden Ja, Bier. ja ich bin ja dort ein bisschen Spezialist Das mit stimmt, so ja. Sound Machine-mäßig. Im Nils haben sie, als er auf die Welt kam, ist ein Soundpack installiert, wo keiner weiß, von wo es kommt. Aber es ist wirklich so, ja. Ja, es hat schon ich mach wirklich hure komische Geräusche amix. Manchmal schon, ja. So glucksige. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben. Kannst du das Wort nochmal sagen? Glucksig. Also glucksen. Glucksen? Glucksen sagen so gluck. Ich kann Schalter zum Triggern, das kannst Nein, du leider nicht. Nein, aber ich bin dort durch, bin ich schon ein bisschen eine Soundmaschine. Ja, voll. So mit wie die Produzenten, die so das Trackpad oder wie heisst das? Ach so. MIDI-Pad. Das MIDI-Pad, Das ja. MIDI-Pad so mit Das MIDI-Interface. 4x4 so Tasten. Du meinst das Loungepad? Oder Das mit Loungepad. denen- Ja, genau. Ja, du könntest so die Sounds aufnehmen und einen Beat draus bauen. Ja, So, ja, das ist wirklich so. Aber am häufigsten, glaube ich, der häufigste Soundeffekt ist nach dem Essen, habe ich häufig so ein Hitzki aufstoßen kombiniert mit Gürbsen. der Glucksi. Ja, extrem Glucks, ja. Ja, wirklich. Das So. ist irgendwie so ein bisschen ein Markenzeichen von mir. Ja, true. True. Ja. Zu schnüsen. Ja, zweimal hintereinander ist Pflicht. Ja, da bist du auch. Da bleibst du deiner Linie treu, das ziehst du durch. Gibt es wirklich sehr selten, dass ich einmal niese. Und ich Wahrscheinlich. spreche es dann auch immer an. So. Ja, ja. Jetzt hast du aber nur einmal Ja, ja. genüsst. Ja, und du, jedes Mal, wenn ich niese, wartest du Ja. immer, bis ich das zweite Mal geniesst habe und erst dann sagst du Gesundheit. Und es ist eine ganz komische Situation, wenn ich nur Ja, eine schniesse und dann kommt nichts. Und dann bin ich einfach so regungslos irgendwie im Raum am Warten auf Ja. Gesundheit. Und dann, bist du fertig? Ja, Gesundheit, ja. Zu gut. Ja, das Wirklich sind alles lustig. so kleine, lustige Facts über uns. Mhm. Ja, das ist eigentlich Du witzig. hast das weniger, gell? Ja, ich habe jetzt auch gerade studiert. Ich kann irgendwie... Du schnarcheln? Da musst du jemanden fragen, der mit mir... Nein, ich würde sagen nein, aber ich glaube... Nein. Ich habe jetzt aber auch nicht so eine Schnarchelstatur, muss man sagen. Ich glaube, wenn ich auf dem Rücken liege, hat es kein Gewicht auf der Brust und auch umgekehrt nicht.
Also eher, wenn ich halt krank bin, schnarche ich vielleicht schon auch. Gut, das ist jetzt... Also wenn du verstopfte Nase oder so hast, dann ist das, glaube ich, noch etwas Normales. Bei mir ist mehr, ich erzähle in der Nacht, ich rede im Schlaf. Schon? Ja. Also ganze Geschichten, Ja, ganze aber ganz komisches Zeug. Reimketten. Ganz komisches Zeug. Also wirklich komische Ware. Das habe ich schon von alten Freundinnen gehört, dass ich in der Nacht komisches Zeug erzähle. Oder auch, als ich mit der Schwester auf dem Sofa geschlafen habe, bin ich eingeschlafen während dem Fernsehen schauen mit ihr. Sie war noch wach gewesen. Und dann habe ich irgendwelches Zeug erzählt. Sie hat mir so geantwortet mit «Ja». Und sie kann nicht chatten, dass ich geschlafen habe. Ja. Also wirklich so ganze Sätze? Dann irgendwann, weißt du, so ein bisschen nuschelmässig und sie war auch schon spät und dann so «Ja». So ein bisschen so. Und dann, als ich dann eben so einen komischen Satz rausgelassen habe, hat sie geschaut und gemerkt, ich schlafe. Ich lade einfach komisches Zeug raus. Also ohne Punkt und Komma. Irgendwie, weißt du, so hast du es müssen machen. Und dann das müssen wir morgen posten. Ja, so Scheissdreck. Genau so Scheissdreck. Aber so fühlen sich meine Träume auch an. Spannend, ja. Habe ich jetzt überhaupt nicht. Also einmal, das weiss ich noch, das war noch als Kind, bin ich mit meinem Papi in der Ferien in Italien. Und danach habe ich während dem Schlafen voll angefangen zu giggeln. Lustig. Also voll anfangen laut rauslachen. Und irgendwie, mein Papi hat dann das Gefühl gehabt, ja, ich bin am Brüllen, am Brieken. Hat mich dann so umgedreht und dann hat er gemerkt, hey, der ist am Lachen und am Schlafen, wie geht das? Aha. Hat er mich weiter schlafen lassen. Crazy. Aber sonst, was ich weiss, was ich schon erzählt bekommen habe, ich mache ab und zu im Schlafen so true. So der. Was für im Schlafen, das machst du auch sonst. Das ist auch eines von diesen Geräuschen. Schon? Ja, sicher. Nils macht immer «Gluck, gluck». Ja. Okay. Also in dem Fall ist es mir... Der ist nicht so krass wie jetzt das Glux oder so. Der ist eher ab und zu da. Ja. Aber den kenne ich auch. Ja, von dir, Krass. von dem. Krass. Crazy. Ja. Das weiss ich einfach, im Schlafen mache ich das noch etwa die. Das ist auch geil. So irgendwie... So. wenn ich die Seite kehre, ich schlafe eigentlich immer auf der Seite. Dann kehrst du, tust so die Decke ein bisschen ausrichten und dann... Geil. Die neue Seite einläuten. Ja, sozusagen, ja. Finde ich cool. Ja, aber ich glaube, so hat jeder Mensch irgendwie auch wieder seine Angewohnheiten. Irgendwie. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht an das Schlafen, was ich manchmal habe, wenn ich einpenne, habe ich nie gerne Decke. Ich schlafe immer auf dem Bauch. Und ich habe nie gerne Decke so auf dem Rücken drauf. Und ich habe nie ein Oberteil ab dem Schlafen. Aber dann immer so kaum am Morgen, wenn ich so in dem Zustand bin von so halb wach, aber doch noch am Schlafen, so der geile Ausschlafmodus, dann liebe ich es, meine Decke so über mich ganz drüber zu ziehen. Also so, ich liege dann auf dem Bauch und dann ist sie wirklich bis am Kopf ist sie drüber gezogen. Wirklich? Und das habe ich das dann mega gerne. Gar nicht im Fall. Ich habe das eben sonst auch gar nicht gern, aber so am Morgen früh, dann kommt bei mir und dann so unter der Decke drunter. Nein, ich muss immer schauen, dass ich genug frische Luft irgendwie kann schnaufen. Ja. Also auch irgendwie beim Kuscheln oder irgendwie so, wenn ich irgendwo irgendwie in der Achsel oder keine Ahnung wo so eingeklemmt bin, dann kann ich ich muss immer schauen, dass ich genug Luft bekomme. Ja. Das habe ich gar nicht gern. Ja, den fühle ich. Ich fühle den. Also was bei mir immer der Pain ist in so einem Moment, Haar im Gesicht habe ich nicht gern. Und mittlerweile habe ich aber, weil ich längere Haare habe, im Schlafen meine eigenen Haare im Gesicht. Und glaub mir, da fühle ich mich wie so eine verpennte Lady. Dann wache ich so auf, strecke den Kopf so aus und streiche mir mit meiner Hand so die Haare zum Gesicht aus. Und, die Haare sind bei mir immer der Pain in dem Moment. Dann kann ich auch nicht. Und nachher der Arm, Digga. Der Arm.
Der Arm? Der Arm. Wenn ich den Arm unter dem Kopf oder unter dem Körper von der anderen Person habe, dann schlaft mir der in der Nacht ein und ich merke es erst, wenn er so weh tut, dass ich zuerst mal 5 Minuten im Bett hocken so und dann musst schauen, ob er über die Nacht abgefuhlt ist. ja, wirklich. Und dann darum gibt es das bei mir nicht mehr oft. Sondern nur Küsse und dann der Arm ganz weit hinten und unten. Ja. Mehr nicht. Aber das ist auch so, wenn ich auf der Seite schlafe, immer auf der rechten Seite. Also mein Ablaufschema ist zuerst auf der linken Seite, bis die linke Seite nicht mehr mag. Und dann tue ich mich auf die rechte Seite kehren und dann auf der rechten tue ich einschlafen. Bei mir genau umgekehrt. Aber ich muss zuerst auf der linken Seite mal gelegen haben, dass es dann Ja. auf der rechten funktioniert. Fühle ich mega Wenn nachher. ich direkt auf der rechten, dann funktioniert es nicht. Ich habe bei mir immer so, wenn ich liege auf dem Bauch, so auf der Seite, auf links dreht, blöd gesagt, und schaue links in den Laptop rein. Und irgendwann, wenn ich einschlafen will, drehe ich mich nach rechts auf den Bauch, also drehe den Kopf nach rechts und so, schaue auf diese Seite und dann penne ich ein. Das ist auch immer gleich. Immer gleich. Crazy. Sind wir gleich ähnlicher, als wir manchmal das Gefühl haben? Ja, alle Menschen haben das Gefühl, so Zeugs. Ich glaube, so wie der Spruch, im Bett sind wir alle gleich gross. Kennst du den? Ja, das sagt man so, wenn irgendwie so irgendein Kollege oder so sagt, er ist eifersüchtig auf den neuen Freund von der Ex-Freundin, sagst du, im Bett sind wir alle gleich gross. So nach dem Motto, dort sind wir dann alle irgendwann gleich. Im Bett sind die Köpfe auf der gleichen Höhe. Egal, ob du 1,50 Meter oder 1,80 Meter bist. Im Bett sind wir alle gleich gross. Facts. Real Talk. Können wir auch mit Your Mother zitieren? Du hast ein Riesengerät, Marshall. Du hast ein Riesengerät. Ja, das ist ganz geil. Ja, und dann hat der Schwule und die andere Lady an der Bar so. Oh. Zu gut. Ja, ganz geil. Oh, ich Was habe den ich- Güsselsack ach so, ist gerade Ja. etwas runtergerugelt. Mhm. Decke allgemein im Bett ist auch immer so ein Thema. Entweder ist sie zu gross, entweder ist sie zu klein, sie liegt scheiße oder sie ist perfekt. Das ist Aha. amigs auch immer so ein Painpoint. Was ich amigs gerne habe, ich habe das Gefühl, Behauptung, Männer haben es gerne, wenn ein Bein draussen ist. Ja. Immer an der frischen Ja, Luft. unterstreiche ich die Theorie. Ja, true. Also ein Bein muss immer an der frischen Luft sein Ja. und das andere unter der Decke. Meistens auch so dazwischen. Genau, oben eingeklemmt. Oben Ja. eingeklemmt. Oben eingeklemmt. Das eine ist an der frischen Luft, das andere hat warm. Und zusammen, Plus und Minus, gibt irgendwie wieder genau das Richtige, Ja. den Durchschnitt. Und dann funktioniert es. Das ist auch so, wenn du dich umpositionierst in der Nacht, du suchst irgendwo mit dem Bein eine kalte Seite von der Decke. Du kannst Ja. dann immer so, ein Bein muss Kälte spüren. Das ist etwas, was ich früher nie verstanden habe, wenn ich bei meinen Eltern ins Schlafzimmer gekommen bin und von meinem Papi die Füße unter der Decke rausgeschaut haben. Unten. Und mittlerweile fühle ich den. Da liege ich so am Morgen früh im Bett, ziehe die Decke eben bis zum Kopf und unten liegen die Füße. Das ist einfach geil. Lustig. Aber ja, das Bein, das Freiheiten hat, Aha. das braucht es. Oder das ist auch so ein Trick, wenn man besoffen ist. Ja. Und wenn es einem drüllt, dann hebst du einen Schächen, hebst wirklich am Boden runter, Ja. dass der aus dem Bett raus schaut, am normalen Boden, so tut wie sagt man? Ja, einfach steht. Ja, steht. Und mit dem anderen bist du im Bett und der Arsch ist irgendwie gerade an der Bettkante. Ja. Und du bist so verkehrt, ein bisschen schräg im Nest rein. Und dann drüllt es nicht mehr. Ja. Oder Kann viel das- weniger. Genau, viel weniger so. Ich kenne das, ich mache das in einer abgewandelten Form. Aufs Bett hocken, beide Füße am Boden anlegen. Und dann sind beide Was, Füße am hocken? Boden. Ja, du hockst auf die Bettkante. Und dann haben beide Füße ja dann am Boden. Und dann liegst Beide? du rückwärts ab. Und dann ist es geil. Beide Füße am Boden. Und dann kannst du dich wie so setzen lassen, bis dann sagst so, jetzt liege ich ganz ins Bett rein. Ah, Ja, das ist meine auf die Idee Strat. bin ich noch nie gekommen. Das ist meine Strat. Das könnte eine Weiterentwicklung sein. Ja, Was ist besser als ein Bein? 2 Beine. 2 Beine? True.
Boah. Shit, krass, ja. Und sonst kann man sich gerne... Ich habe mein Bett immer in einer Ecke, an einer Wand. Ich brauche eine Ecke mit Wand in meinem Bett. Und zu dem drehe ich mich dann, wenn ich schlafe. Und du kannst dich auch oben an der Wand festheben. Das ist auch noch so etwas. So im Bett, ich an der Wand festheben. Das hilft auch. Stelle ich mir, wenn ich so im Kopf stelle ich mir das hure lustig vor, wenn du Ja. dort einfach so einen Screenshot mal könntest machen. Ja. Das sieht wahrscheinlich recht lustig aus. Wäre ein Bild für die Erinnerung. Aha. Schlimme ist aber, ich liege wirklich gerne so in diesen Ecken rein. Wenn so mit dem Kopf in den Ecken rein von der Wand. Das einzige Makel, wenn ich mich dann manchmal in der Nacht bewege, schlage ich die Hand an der Wand an. Und dann haben wir so eine Hand, wo so, weißt, so eine Wand, wo auch so ripschig eigentlich ist. Und dann habe ich mir auch schon den Finger aufgeschürft. Ja, Klosterputz, sagt Boah, man dem, perfekt. glaubst du? Ja. Ja, der Putz da. Mhm. Dort, nachher schürfst du die Finger so, Scheiße, so beim Umbewegen, so, ja, das ist eine Wand. Ja. Und dann tätschst du immer so kurz, so für die ganze Wohnung, so puff. Oder das Ferse hinten rausstrecken und dann an die Heizung gehen, so bang. Wow. Und dann weißt du, sorry Menschen, ich habe gerade aus Versehen allen Hoi gesagt. Oh. Haben die Radiatoren? Ja. Ja. Aber in dem Haus, wo mein Dad wohnt, dort finde ich es noch schlimmer, dort hörst du in der Nacht die Heizung tropfen. Ja. Boah, das hasse ich. Ja. Wow, da kann ich nicht schlafen. Ja, das So habe ich auch. Störgeräuschli. Ich habe mega gerne irgendeine Serie, die läuft oder etwas. Aber dann auch nur etwas, wo so ein bisschen ruhiger ist. Nicht, wo 10 Leute durcheinander schreien. Aber so ein konstantes Geräusch in der Wohnung, ob es ein Tropfen ist oder ich hatte Ja. auch schon so LED-Listen, wo das Netzteil so gesurrt hat. Ja, ganz eklig. Das ist ganz schlimm. Ja. Dann liegst du im Bett und denkst, ja, da ist etwas, aber was? Mhm. Ja. Und dann fängst du an, das Zeug auszustecken und dann, jetzt tönt es nicht mehr. Perfekt. Ja, also ich sage jetzt die letzten paar Wochen, eben mit dem YouTube Autoplay-Scheiße, wo sie dann einfach von dem Zeug, wo du sonst amigs schaust, irgendetwas vorschlagen. Und dann am Morgen um 3 kommt irgendein scheiß Let's Play vom Let's Hugo. Und der ist ja am Umschreien Ja. des Todes. Und du verwachst ab jedem Wort, das der eigentlich sagt. Ja. Und dann, er hat, ich habe noch nie, zum ehrlich sein, ich habe noch nie einen ganzen Stream von ihm geschaut. Es war immer ein bisschen zusammengekattet. Aber bei ihm ist es hure lang einfach ruhig, er sagt gar nichts. Und dann, ich tue jetzt extra mein Mikrofon ein bisschen weiter weg. Ich bin jetzt ein bisschen leisiger. Wow! Milch! Wow! irgendwie so. Ja, ich hoffe, dass jetzt nicht zu laut war. Nein. Aber der schreit einfach irgendetwas ins Ja. Mic rein. Und wenn du dort am Morgen um 3 fett am Pennen bist und dann ist eine halbe Minute einfach ruhig und dann kommt «Boah, Milch!» oder irgendetwas. Ja. Und dann da stehst du gerade im Nest. Ja, mir ist letztens etwas Ähnliches passiert. Da hat es beim Autoplay, ich schalte eben oft eigentlich aus. Ich tue etwas rein, das so lang ist, dass ich weiss, in dieser Zeit penne ich ein. Und dann klappe ich ihn irgendwann zu. So in der Nacht, obwohl er nicht mehr läuft. Aber letztens war auch der Autoplay eingeschaltet gewesen. Und dann ist irgendwo mitten in der Nacht ein Livestream-Zusammenschnitt von Among Us. Und dann haben die angefangen umzuschreien. In diesem Briefing-Ding, wo sie reden miteinander, oder? Haben die umgeschrien. Und ich so, was läuft denn? Einfach der Trimax am umschreien. und zugeklappt, zack, gute Nacht. Oh Mann. Aber dort habe ich Mann. gedacht, so, Kollege, nein. Ja, true. Ja, das sind die Struggles, wenn man im Laptop einpennt. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, auch nachher, du schlafst am besten, wenn der Laptop noch im einigermaßen wachen Zustand zuklappst und dann kannst du einpennen. Wenn der Laptop einfach permanent noch irgendeinen Scheiß am Abspielen ist, dann, also ich weiss ja, ist der Tiefschlaf oder einfach so allgemein Schlaferlebnis nicht das gleiche, habe ich das Gefühl. Ja, also du kannst es so sehen, wenn du die ganze Nacht immer Lärm ausgesetzt wirst, dann kann einfach das Hirn nicht ganz zur Ruhe kommen. Das ist schon logisch, würde ich schon auch so sagen. Also es ist ja auch nicht angenehm, dann von dem zu verwachen. Darum habe ich das oft auch ausgeschaltet.
Weil wenn es noch ein bisschen leuchtet, das schaltet ja dann auch irgendwann ab, das ist egal. Aber so dass die ganze Zeit irgendetwas Geräusch, Zeug und so, das ist, glaube ich, schon nicht gut für den Schlaf. Glaube ich auch. So. Müssen wir mal so einen Schlafforscher oder so fragen? Ja. Ja, also das, was wir über Schlaf gelernt haben, ist alles nur oberflächlich gewesen. Du hast halt die verschiedenen Phasen. Die spannendste ist die REM-Phase. Rapid Eye Movement. Genau, eben, Rapid Eye Movement. Und das ist in der Zeit, wo dein Hirn am aktivsten ist, wo du träumst. Die ist, glaube ich, zwischen 45 und 60 Minuten lang in ihrem Zyklus. Und du hast immer dann wieder so leichtere Schlafphasen, die dazwischen sind. Also ich glaube, man sagt 1,5 Stunden ist eine Schlafphase durch. Und ein Trick, den ich noch anwende, weil das ist das Problem, wenn du in der REM-Phase geweckt wirst, ist der Körper nicht darauf vorbereitet, aufgewacht zu werden und kann nicht wieder runterfahren. Und dann bist du mega zerstört am Morgen, wenn du aufwachst. Und wenn ich zum Beispiel zu lang wach bleibe und weiss, hey Scheiße, ich muss morgen viel machen und ich bin jetzt zu lang wach, dann schaue ich, dass ich auf die 4,50, also die 4,30 von Schlaf komme, 4 Stunden und 30 Minuten. Weil dann habe ich theoretisch meistens ein bisschen mehr einplanen, aber dann habe ich theoretisch 3 Schlafphasen durchgemacht und kann in einer Zwischenschlafphase aufwachen. Und nicht so, dass 5 Stunden ist eine riesige Scheißzeit zum Pennen. Für mich jetzt. So. Ich glaube, das ist jeder für sich natürlich auch selber noch mal ein bisschen. Aber so wie die Theorie hinter dem. Weil du halt, wenn du je nachdem, in welcher Phase du aufwachst, fickt dich das halt. Ja. Also da kann ich weiss nicht, ob ich das schon mal im Podcast angesprochen habe, aber im Militär hat es eben häufig so Phasen gegeben, wo du mal einfach nichts zu tun hast und irgendwie trotzdem an diesem Ort hast müssen sein, bis dann irgendein Leutnant, irgendein Hauptfeldwebel, irgendjemand auftaucht. Und es können sein, dass er in 10 Minuten auftaucht oder erst am Abend in 6 Stunden. Also alles gleich wahrscheinlich gewesen. Und dort habe ich einfach gemerkt, oder jetzt für meinen Körper müssen feststellen, dass wenn ich weniger als 3 Stunden am Stück fix auf sicher schlafen kann, dann lohnt es sich nicht einzuschlafen. Ja. Also dann bleibe ich lieber wach, tue ich mich irgendwie mit Serien, mit einem Game oder sonst irgendetwas ablenken, zwischenbeschäftigen, als dass ich irgendwo anliege. Ja, ich glaube, es ist dort dann auch, bei mir wäre es ähnlich. Ich würde vielleicht noch versuchen, 1,5 Stunden zu schlafen, wenn das geht. So ist auch möglich. Und sonst gibt es nur noch das Powernap, dass du in der Einschlafphase wieder aufstehst. Dann hat sich der Körper kurz erholt, aber ist noch nicht in die Phasen hineingefallen. Aber das ist etwas, was ich zum Beispiel noch nicht kann. Nee, ich glaube, das kommt im kann Alter, nicht, aber ja, wirklich, ich glaube schon. Das hat mein Papi mal zu mir gesagt. So, Powernap früher auch nie gemacht und irgendwann brauchst du es. Irgendwann fühlt es sich gut an, nach dem Mittagessen geschwind 1 Viertelstunde anliegen, 20 Minuten, zack, wieder auf und du bist wieder wie ein bisschen ausgeschlafen. Ja. Nicht voll. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ja, vielleicht müssen wir da einfach noch 20 Jahre älter werden. Ja, vielleicht. Also das könnte ich passiert mir- ja automatisch. Ja, da müssen wir nicht viel dazu tun. Es nur überleben. Voll. Also, schau jetzt mal. Ein normaler Schlafzyklus dauert 90 bis 110 Minuten. Also das, wo wir gesagt haben. Etwa. Und unterteilt sich in 4 Phasen. Einschlaf, Leichtschlaf, das ist die Zeit, wo du noch aufwachen kannst, Tiefschlaf und Traumschlaf. Und der Traumschlaf ist eben die REM-Phase, Rapid Eye Movement, wo träumt wird, in der du ja nicht willst, aufwachen. Und die ist beim ersten Mal einschlafen, das sind natürlich circa Angaben, ist die REM-Phase nur etwa 5 Minuten lang. Bei der zweiten REM-Phase ist sie schon 3-mal so lang, 1 Viertelstunde. Nachher ist sie nochmal länger, also fast 20 oder 25, man sieht es nicht genau. Und dann erst beim letzten, in der 4. Stunde, oder im 4. Zyklus, ist sie krass. Also, schau, Also was heisst ich krass? du siehst es. So, du hast in dem Sinn die anderen Schlafphasen, die grösser sind. Umso länger du drin abstürzt, umso länger sind deine REM-Phasen, deine wahre Erholung. Und
blöd gesagt, im Zwischenraum von diesen REM-Phasen versucht man aufzuwachen. Ja. Ich glaube, am besten sogar in der, wo wir da jetzt gerade nicht sehen. Ja. Ja, also für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer, eben, am Anfang sind die Tiefschlafphasen einfach recht kurz und mit jedem Zyklus werden es länger so. Voll. Um sich das da... Darum macht deine Aussage auch voll Sinn. Hey, 3 Stunden schlafen gibt mir zu wenig. Weil eben, also wenn man jetzt das anschaut, so, dann macht es auch Sinn, wieso. Ja, und im Militär bist halt... Du bist immer müde, weil hast du zu wenig Schlaf, du hast immer Hunger, du hast immer körperlich bist du irgendwo an du bist einfach ein bisschen im Überlebensmodus. Du bist im Krieg. Und wenn wenn du nicht das Gefühl hast, du bist im Krieg, dann hast du einen Leutnant, der dich bis in den Tod fickt und sagt, du bist im Krieg. Aber irgendein ist, und das sind genau so die ersten paar Drill-Wochen, wo es einfach dein Selbstwertgefühl alles komplett zerstört, wo du dann einfach so Marionette wirst, wo du Befehle einfach anfängst ausführen, weil du hast keine Kraft zum wenn ich das höre, zum Glück bin ich nicht in das Militär gegangen. Ja. Marionetten sein, dann Ja. alle am Arsch Aber jetzt lecken. ohne Scheiß. Also wirklich. Ohne Scheiß. Also ich würde jetzt auch noch mal behaupten, das Schweizer Militär verglichen mit anderen Militär ist noch mal ganz andere, also schlechtere Stufen, blöd gesagt. Ja, aber einfach nicht so brutal. Wenn Genau, wir doch noch ja. Menschenrechte haben. Ja, und wenn ich Geschichten von meinem Grossdaddy das wäre jetzt höre, das Nächste gewesen, vom ja. Militär, dann muss das vor 50 Jahren einfach noch 1000-mal krasser gewesen sein, wie es dort die Leute gefickt haben. Und das Lustige... Beide Extreme, auch Ja. im Chilligen. Sie sind aber auch viel, viel chilliger gewesen. Also, was Alkoholkonsum, allgemein sonst Konsum angeht, ist es ganz eine andere Kategorie gewesen wie heute. Und es hat sich einfach, die Extreme haben sich verschoben, oder? Ja, aber das ist auch lustig, so eine Austauschrunde über 3 Generationen. Jeder kann voll Geschichten raushauen und jeder kann sich irgendwie das reinfühlen, reindenken, mitfühlen. Also das Militär ist bei allen Männern, die dort dabei waren, immer so oder auch so, wenn du an einem Festchen oder so bist, auch mit mal älteren Männern, das Militär ist immer so ein Smalltalk-Punkt. Wo bist denn du gewesen? Du bist dort... Das ist das Wetter der Männer. Ja. Ja, Wirklich so, ja. schon so etwas. Ja. Aber ja, Marionetten trifft es verdammt gut. Ja, und es kommt auch noch ein bisschen auf dein Umfeld drauf an. Wenn ich jetzt denke, bei meiner Kollegengruppe, die einzige Person, also wir sind von 5 Leuten, war eine im Militär. Es sind 3 Männer, einer ist kein Schweizer. Also, und der andere, der wenigste Schweizer ist eigentlich ist im Militär gewesen. Und ich mit Doppel-UT. Aber das ist eigentlich noch lustig, ja. So, weil eben bei uns ist das Militär nie irgendwie das Thema, außer wenn der eine Kollege ins Militär muss. So. Aber sonst ist das so etwas, das immer wieder angesprochen wird. Schon so, ja. Was gesagt? Ich habe Apropos Militärhelikopter Militär, gesehen, ja, die da wenn man durchfliegen. Also so einer in der Mitte, ein grosser, gefüllt mit irgendeinem Präsident drin und 2 kleine. Es hat hure wichtig Es ausgesehen. hat hure wichtig ausgesehen. Ja. Also wir sind jetzt so beide gerade aus dem Fenster am rausschauen. Ja, und jetzt ist nichts mehr dort. Ich steige schnell auf, weil die sollten jetzt Die sollten dort wieder vorkommen, ja. Ja. Nein, das ist jetzt neue Tarnkappen-Technik. Die sind jetzt verschwunden. Wir können uns Sie kommen wirklich nicht mehr. Ja, wir können uns jetzt bei Investigativjournalisten melden, weil wir haben hier den Beweis, die Welt ist eine Scheibe und Helikopter verschwinden plötzlich aus dem Himmel. das sind UFOs gewesen, Bruder. Das sind gar keine Helikopter gewesen. Die Das heißen sind ja... UFOs gewesen. Nein, das heisst ja nicht mehr UFO. Für mich schon. Nein, also das hat jetzt ohne Scheiß hat das einen neuen Namen ja, bekommen. sie haben ihm einen anderen Namen gegeben, weil die Leute mit UFO etwas Falsches verbinden. Aber am Ende ist es trotzdem ein UFO. Ja. Es heisst ja jetzt irgendwie unerklärbare Wetterphänomen. atmosphärische oder Ja, Wetterphänomen, genau. irgendwie so etwas. Ja. Dass man den Begriff noch ein bisschen allgemeiner und dass nicht
direkt grüne Marsmännchen damit gemeint Ich sind. glaube, irgendwie bei den Amis halt Statistiken gegeben, die sie müssen vom Pentagon oder so haben müssen veröffentlichen. Und dort drinnen hat es dann halt UFO-Statistiken gegeben mit ganz vielen gesichteten UFOs. Aber es wird halt von der Öffentlichkeit anders verstanden, weder die das dort gemeint haben. Aber am Ende ist es ja trotzdem einfach ein Flugobjekt, wo man nicht wissen, was es ist. Also auch der Helikopter für uns. Klar, wir haben jetzt gesagt, es ist Militär, aber wir haben keine Ahnung. Es könnte alles sein. Vielleicht ist ja das WEF noch ein bisschen verlängert worden. Ja, vielleicht. Vielleicht sind das jetzt die verhockt sind. Es sind Echsenmenschen. Die sind das. Oh, Hast du Mann. nicht gesehen, die blitzenden Augen? Die Reptilioiden. Ja, die haben uns jetzt gesehen, die kommen jetzt. Morgen kommen sie. Musst du jetzt Morgen? musst du allen erzählen. Das hat er mir gesagt. Das würde noch Sinn machen, weil gestern war ja der Alarmtest gewesen. Stimmt. Also Schau, die Sirene in der Schweiz. das war gar kein Test, sondern sie haben das extra auf den gleichen Tag gelegt, um dann die Invasion zu starten. Das war Probe aufs Exempel gewesen. Ja. Wir werden gerade invasionisiert. Was? Was ist das für ein Wort? Das ist ein neues Wort, das habe ich gerade erfunden. Investitionisiert. Das ist nur, weil du so verblendet bist von der Ja, Realität. stimmt, Weißt, das gibt stimmt. das Wort. Das gibt es schon Stimmt. immer. Das hast du noch nicht gewusst. Ich muss mehr Bücher lesen. Ja, ich kann dir da ein paar gute empfehlen. Oh, Scheiße. Schau, so schnell geht's. Hey, aber jetzt ohne Aber Scheiß. wirklich? Ich weiss nicht, ob ich das auch schon mal im Podcast angesprochen habe, aber ich kenne so einen Typ, der voll, also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig in dieser. Boah. Und der Kollege ist übertrieben. Also der Kann man Mensch. geschwind distanzieren. Ja, genau, den muss ich noch vorweg nehmen. Der Mensch bin ich zweimal in meinem Leben über den Weg gelaufen. Einmal an einem Geburtstagsfest, wo der auch rum war. Und das Zweite, also es ist ja wirklich auch wieder Inception in sich selber. Ich bin Corona-Impfung machen und er war in dieser Apotheke aushelfen. Und dort an dem Tresen hat er irgendwie, seine Mami war dort in dieser Apotheke am Arbeiten und er hat Ferien gehabt und ist dort aushelfen. Hat er dem Theresa allen noch sagen, dass sie ja nicht sollen Aber der Flacherdler des Todes und an diesem Geburtstagsfest hat er mir erklären, warum das eben. Das hat einen Zusammenhang. Das ist ja so. Also, unser Auge ist ja wie eine Kugel. Das ist ja rund. Unser Auge, das ist ja nicht gerade. Und unsere Kugel, unsere Erdkugel, ist ja auch eine Kugel. Und unser Kugelauge und unsere Kugelwelt, das ist, weil wir eine gewölbte Linse haben, nehmen wir Sachen, die eigentlich gerade sind, als Kugeln wahr. Und darum, das, was eine Kugel ist eigentlich gerade. Irgendwie so hat er mir das probiert zu erklären. Da könnte man die Frage stellen, und wieso ist denn eine Kugel rund? Ja, Ist sie nur runder weder rund in der Realität? Und dann hat er mir dann eben so probiert zu erklären, Antarktis, also der Nordpol ist wie so das Zentrum in dieser Weltkarte und außenrum ist die Antarktis. Darum gibt es ja auch den Antarktis-Vertrag. Ja. Warum das alle internationalen Gemeinschaften irgendwie keine Forschung, keine gar nichts auf der Antarktis dürfen machen. Weil es dort eben, das ist das Ende dieser flachen Welt. Und wenn wir dort darüber ausgehen, dann würde eine andere Welt anfangen. Ah, dort geht es weiter. Dort geht es viel weiter. Also das ist aber fortgeschrittener wie andere Flächen. Ja. Also dort geht es nicht einfach das Loch ab und alles ist fertig. Sondern dort ist dann wie so ein Paradies mit Epstein und weiss nicht was. Ja, logisch, stimmt. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ja, die sind dort. Ja, und darum hat er ja auch die Inseln und lässt sich jetzt von allen auseinanderficken, weil er hat dort hinten ja so einen guten Ort, wo er safe ist. Die Weltregierung, das, was in der Mitte eingesperrt ist, wird von außen kontrolliert. Und das ist eingesperrt mit der Antarktis. Ja, es hat eben schon etwas. Weil es stimmt schon, ich habe nie Freizeit, ich muss immer nur arbeiten, ich werde so ausgenutzt. So viel profitieren von mir. Das ist unglaublich. Ja, und also, eben, das Allerlustigste an dieser Story ist eben, Weltverschwörung hin oder her. Der Typ ist jetzt Papi geworden.
der hat das Kind in die Welt gestellt, weil Ist das er... auch flach und nicht rund? Also der Bauch ist rund geworden. Ja. Das ist nur die Linsenverkrümmung. Aber nein, jetzt ohne Scheiß, der ist Papi geworden und der hat der Freundin, oder was das genau war, halt einfach eingetrichtert, hey, wenn er ihn genug früh rauszieht, wird sie nicht schwanger. Ah, also gibt es das Kind ja gar nicht. Eben, ja. Also, Das hat die Regierung erfunden. und das Hey, Kind das ist- gibt es halt jetzt ohne Scheiß, das gibt es Ja. jetzt. Und ja, Ja, also ich weiß ja nicht so Butter bei den Fischen, wie man das im Deutsch irgendwie sagt. Aber am Ende, ich meine, ich finde ja, der Gedanke, dass nicht alles so ist, wie wir das am sehen, finde ich ja schön. Das ist Das auch kann richtig. auch sein, ja. Es ist auch richtig. Es ist sicher nicht alles so, wie wir Menschen das Gefühl haben. Aber ich finde, da müssen das wir ist jetzt einfach- investigativ Aufklärung betreiben. ja, nein, das ist wie wenn du das Gegenteil von der Bibel beweisen. Beweis zuerst mal, dass es gibt und dann beweise ich das Gegenteil. Aber bevor mir kein Beweis, sondern nur eine Vermutung kann gegeben werden, kann ich ja auch nichts testen. Also, das ist ja ein bisschen das Ding. Oder auch bei diesen ganzen Theorien. Es gibt halt auch keinen Beweis dagegen. Also, die glaubt man halt einfach nicht. Also das Kind gibt es jetzt, also den Schwengel Ja. vorne rausziehen, Ja. hat man... Vor hat- dem Segen aus der Kirche gehen, heisst es im Altersheim. Ja. Nein, also ich finde es einfach irgendwie krass, wie man auf die Idee kommt, dass das, also was löst das für ein, oder was ist das Problem daran zu glauben, dass sie rund ist? So, das wäre ja ein unglaublicher riesen Aufwand, nur schon so etwas aufrechtzuerhalten über so viele Generationen. Wie, also wir bringen es ja nicht mal an, irgendwie Kultur aufrechtzuerhalten. Und dort tun wir nichts aktiv dafür, sondern es ist tief in uns rein. Jetzt will mir jemand, und das ist eigentlich, blöd gesagt, mein Gegenbeweis für das, wie willst du mir erzählen, dass da die ganze Welt irgendwie eine Verschwörung drin hat, die seit hunderten Jahren dort ist und jeder weiß es, aber alle glauben nur an das Falsche. I don't know. Also, es gibt sicher auch Verschwörungen und Sachen und Zeug, aber ja, am Ende des Tages gibt es andere Mysterien, die man könnte aufklären könnte. Es ist für mich irgendwie keine Frage, ob jetzt die Welt rund oder nicht ist. Ja, und selbst wenn, Ja, dann. was würde es verändern? Ja, eben. Geht es dir dann besser? Hast du eine bessere Gesundheit? Bist du, kannst du länger leben? Keine Ahnung was. Also selbst wenn die Erde flach sollte sein, und das ist sie mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht, who cares? Ja, who cares? Es ist wirklich who cares? Who cares? Es ist so. Ja, Ja. aber die Aussage stimmt schon, dass jeder in seiner eigenen Realität lebt. Ja, Das ist so. definitiv. Das ist so. Ja, und ich glaube, das, was wir auch faszinierend finden, in meiner Realität hat die Form der Erde einfach keine Rolle. Es spielt in meiner Realität keinen Ruggel, ob jetzt das ein Ruggel ist oder ein Ja. Scheibe. Es interessiert mich nicht. Es ändert nichts. Es ist nichts, wo irgendwie... Also blöd gesagt, selbst auch eigentlich all die Theorien, auch wenn alle herrschenden Leute Echsenmenschen sind, wenn das wirklich so ist, dann gibt es ja noch mehr einen Grund, das eigentlich nicht zu wissen und einfach weiterzuleben. Weil wenn es ja wirklich so wäre, wie sie sagen, dann können wir ja auch nichts daran ändern. Also es ist im Großen und Ganzen nur eine riesige Bürde, die du dir selber aufdrückst. Eigentlich. Es hat etwas, für mich ist es ein Glaube ohne Religion. Es ist jetzt ein Schnipsel aus dem riesigen Verschwörungstheorie-Universum. Es gibt ja auch den Begriff freie Energie. Perpetuum mobile heisst ja das. Also quasi eine Maschine, die unendlich mit freier Energie... Genau, sich selber antreibt. Ja, genau. Und du kannst noch Strom, blöd gesagt, rauslassen. Und das ist mit unserer heutigen Physik, mit allen Einstein-Theorien, E gleich mc hoch 2, alles drum und dran, einfach nicht möglich. Das gibt es nicht, das kann es nicht geben. Und da ist einfach auch von ganz vielen Leuten, die irgendwo ein Physikstudium oder so gemacht haben, einfach auch die Aussage, das ist Geldmacherei.
es gibt ganz viele Bücher auf Amazon, auf E-Books, Tolino heisst das, glaube ich, wo du Bücher kannst darüber lesen über eben freie Energie. So ein Buch kostet dann einfach 40 €. Mhm. Und mit diesen 40 € finanzierst du irgend so einen, der einfach das Gefühl hat, hey, die dummen Menschen nehme ich jetzt aus. Mhm. Und der kann dann nochmal ein Buch schreiben, wo dann Ja, und- Freie Energie Version 2. Ja, das und ist noch mehr frei. Es gibt ja schon auch Experimente, die unglaublich nah an das ankommen. Es ist einfach am Schluss unendlich, kommt es auf die gleiche. Es gibt ja auch viele Sachen, wo das. Also ich habe auch schon zum Beispiel einen gesehen, so einen Heimtüftler, wo auch mit wenig Wind so etwas gebaut hat, wo sich selber antreibt durchs Gewicht. Du hast Wasser in Flaschen, das ist auf ein Rädchen gemacht und durchs Gewicht vom Wasser, wo sich ja dann gegen außen bewegt, dreht das, wenn du einem Anschubs gibst, dreht sich das weiter. Aber ohne deinen Anschubs funktioniert es nicht. Jetzt ist ja der Anschubs die Energie, die du reingibst und darum kann sich die Energie lang drin heben und das weiter bewegen. Aber es braucht die Energie rein. Und das ist ja dann wieder unsere Wissenschaft. Genau. Genauso Und Techniken werden benutzt. Und das initiale Anstoßen, das ist ja eben, damit es erhalten bleibt, damit es in Anführungszeichen vielleicht in einem Jahr oder so aufhört zu drüllen. Wenn du dort jetzt aber dein Handy einstecken würdest und dort permanent Energie rausgenommen werden, Genau. dann gilt, glaubst du, der Erhaltungssatz oder irgend so, da komme ich jetzt auch Weiss zu ich wenig jetzt auch draus, nicht, müssen wir keine wieder einen Podcast-Gast einladen, der Ja. mehr daraus kommt. aber dann würde das Teil ganz aufhören zu drüllen, weil du dem quasi wie Energie aus dem Kreislauf rausnimmst. Ja. Und darum, in meiner Realität ist das Geldmacherei. Ja. Freie Energie, keine Ja. Ahnung was für ein Scheiß. Ja, oder halt auch, ich sage mal, vielleicht glauben die Leute ja auch daran, sie wollen das erreichen. Weil wenn man das erreicht, ist das krass. Ja, fix. Aber es wird halt nicht, mit diesen Erkenntnissen, die wir bis jetzt haben, wird es nicht erreicht werden. Ist aber gut, dass es Leute gibt, die das hinterfragen, weil nur so funktioniert ja auch Wissenschaft, die wieder neu kommt. Man sagt etwas anderes, wie das, was alle anderen sagen. Das ist ja auch cool. Ich muss die ganze Zeit bei dem jetzt an Hyperloop vom Elon Musk. denken, wo ja in einer übelsten Geschwindigkeit in dem Vakuum inne. Er hat sich auch gefragt, wie kann ich Energie so sinnvoll wie möglich nutzen und mit dem dann einen Zug bauen, der weite Strecken zurücklegt in einer Geschwindigkeit. Und die Lösung war, er schafft ein Vakuum und in dem Vakuum inne hat Energie ganz einen anderen Stellenwert und dann kannst du ihn mit Losschiessen mit Magnet, kannst du ihn, ohne dass er wirklich einen Widerstand hat, weil du hast ja keine Luft in dem inne, es ist ein Vakuum, kann sich der Zug ohne Energie zu brauchen dann weiter bewegen, weil er keinen Widerstand hat oder nicht so einen grossen. Aber zum Anschub und zum Bremsen brauchst du Energie und die muss irgendwie generiert werden. Also sie geht dann weg, sie wird bei dem Anstoß wird sie wieder ausgesetzt und die muss irgendwo herkommen. Die tut sich nicht einfach so wieder ergeben. Ja, am besten fragen wir mal die Weltregierung. Was Ja, die stimmt. dazu. Die Es müssen ist ja vorher wissen. vorbeigeflogen. Du kannst Ja, wenn du schnell stimmt. bist, verwünschst du es noch. Oder nächstes Jahr wieder am WEF gehen wir mal vorbei. Gehen wir auch mit dem Genau. Mikrofon vorbei. Und dort ein Presseausweis paar... organisieren. Stimmt. Boah, wir würden so viel Scheissdreck machen. Ich glaube schon, ja. Ich würde gerade Investigativjournalismus betreiben. Oh Mann. Nachher kommt das YouTube-Video, wie ich am WEF fast eine Weltkrise ausgelöst habe. Ja. Dann so auf dem Bild, so du mit so einer Flagge und so einer anderen Flagge und so, ja, oh mein Gott. Ja. Welchen Knopf soll ich drücken? Blau oder rot? Und Ja. der Rot ist alle Atombomben Ja, auf der genau. ganzen Welt und Blau ist Weltfrieden. Also wie diese Frage die Weltregierung fast verändert hätte. Oh Mann. Ja. Aber es war noch ein lustiger Ausflug in die Verschwörungstheorien. Das war noch witzig. Voll. Und das ohne viel zu viel zu behaupten oder so. Ja, ich glaube auch. Also wir können, glaube ich, festhalten, wir sind kritisch denkende Menschen, die gerne Genau. hinterfragen, aber auch einfach gerne unseren Scheiß in die Welt rausblasen. Darum
du, wo jetzt zuhörst, bitte sehr stark auch unseren Scheiß hinterfragen, nicht einfach Absolut. blind vertrauen und so. Und das nächste Mal, wenn du uns über den Weg laufst, schaust du genau in unsere Augen rein, ob wir so Velociraptoren, Eidechsen-Augen haben. Weil wenn ja, dann Leute oder die Polizei, oder nein, die Polizei ist ja auch von diesen Echsenmenschen. Ja, es sind das alle- würde nicht funktionieren. Ja, du hast er hat verloren, Stimmt, wenn wir ja. so Echsenmenschen sind. Stimmt. Ja, tut ja eigentlich nicht zur Sache. Ja, ja. Aber kritisch hinterfragen, egal was. Also ja, jetzt, und ich ja. glaube auch, gerade mit dem eben auch uns, auch wir sind einfach irgendein Podcast, der irgendeinen Scheissdreck erzählt. Also unsere Meinung. Und jeder, wenn du wirklich dich etwas über informieren willst, ist es, glaube ich, kein schlechter Ansatz, in die offiziellen Schulen zu gehen, in die guten Bibliotheken. Ich glaube, der Ansatz ist definitiv besser, weder alles im Internet einfach irgendwie zu suchen. Weil alles, was im Internet ist, ist mal aus einem Buch ins Internet gesetzt worden oder aus einem Kopf ins Internet gesetzt worden. Und das ist einfach nochmal ein Weg mehr, wo das Wissen hat müssen zurücklegen, bis es bei dir gelandet ist, wie das halt bei so Büchern von einem Einstein oder so etwas ist. Ja. Und wenn man mit dem Glauben durch die Welt geht, dass einem alle verarschen und alle nicht die Wahrheit sagen, dann gehst du am besten zu irgendeinem Psychologen oder so, weil dann können wir dir auch nicht helfen. Darum, Oder du dir selber auch nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Drachenlord for President. Ja, Mann, der Drachenlord for President. Oh, ich habe nur gehört, er wollte irgendwie, ich weiß nicht, ob es seine eigene Republik oder so sein. Jetzt ohne Scheiß im Fall, jetzt ohne Scheiß. König Thomas. Und jeder macht jetzt einen auf den. Er wollte irgendwie seine eigene Republik oder seine Gemeinschaft oder so ausrufen. Und er wollte so eine Freikörperkultur-Scheiß, irgendwie, wo alle nackt rumlaufen und jeder kann mit jedem zu jeder Zeit irgendwie er anfangen. Der Drachenlord wird zum nackten Mord. Ja. Also, wir bleiben dran, unser Investigativjournalismus. Konzentriert sich auf die wesentlichen Sachen von dieser Welt. Genau. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja. Und spätestens nächste Woche geht es wieder weiter Mit dem Fuschcast, meine mit lieben dem Friends. Pushcast. Genießt euer Leben. Glaubt nicht alles.